Servus, Glück auf und herzlich willkommen zur weiteren Spielanalyse, Spielmeinung, wie auch immer ihr es wollt, zur deutschen Nationalmannschaft. Ja, Viertelfinalspiel gegen Spanien. Am Ende kann man schon sagen, unglücklich ausgeschieden, denke ich. Ja. Wild. Wir können uns natürlich an der Elfmeterszene hochziehen, was ich persönlich nicht tue. Wir hatten genug Chancen, Tore zu machen. Niklas Füllkrug hätte noch einfach nur reinköpfen müssen. Da in der 120. Auf der anderen Seite Massa hat einen Fehler. Ja, Rüdiger, der nicht beim Mann steht, völlig frei, köpft den Ball da. Aber sowas von freistehen ein. Ja, und dann schaltest du 2:1 aus. Ja. Am Ende des Spiels, muss ich sagen, hat die deutsche Nationalmannschaft mich abgeholt. Auf jeden Fall. Gerade die zweite Halbzeit in der Verlängerung, aber auch die letzten 10, 15 Minuten, wie sie alles versucht hat, sich reingehauen hat, hat mich abgeholt. Davor muss ich sagen, ja, war schwierig. Ne? Erste Viertelstunde, könnt ihr ja gut durchgehen. Erste Viertelstunde, denke ich, ganz klar, gehört den Spaniern. Danach haben wir es ein bisschen besser im Griff gehabt, haben ein bisschen mehr Ballbesitz gehabt, wenn auch nicht in gefährlichen Zonen, aber haben es ganz gut gemacht. Die Spanier waren im Großen und Ganzen gefährlicher, ja, über die ersten 90 Minuten oder die ersten 75 Minuten. Letzte Viertelstunde dann alles reingehauen, was geht. Ja. Vielleicht ein bisschen spät in meinen Augen. Ich weiß nicht, warum Havertz wieder mal so lange auf dem Feld war. Für mich absoluter Chancentod. Wobei man sagen muss, der Füllkrug hat es heute nicht besser gemacht. Ja, vielleicht hätte man, aber hätte Fahrradkette. Ja, vielleicht hätte man den Umlauf mal bringen sollen oder sonst was, mal ein bisschen was Überraschendes tun. Weiß ich nicht, ob man da jetzt auch einen Vorwurf machen kann. Ich denke, wir haben ein gutes Spiel gesehen. Ja, wir haben ein Spiel auf Augenhöhe gesehen, womit ich persönlich nicht gerechnet habe. Fairerweise muss man sagen, warum die Spanier dann, wann war es, 51. Warum die Spanier dann nach dem 1:0 das Spiel nach vorne eingestellt haben, ist mir ein Rätsel. Ja, ich denke, ja, wir haben dann Räume geboten, die Spanier hatten aber einfach gar keinen Bock mehr nach vorne zu spielen. Haben dann noch ihre gefährlichsten Spieler ausgewechselt. Habe ich nicht ganz verstanden, ist aber auch egal. Dadurch haben wir nochmal ein gutes Spiel gesehen von unserer Seite. Ja, und wie gesagt, wir haben Emotionen, wir haben Leidenschaft, wir haben alles reingeworfen. Leider auch Andrich, erstmal 10 von 10 für die Farbe auf dem Kopf. Ja, ich bin ein bisschen angeschlagen, erkältet, deswegen habe ich hier gerade einen Pulli an und kein Trikot, Leute. Sah leider auch nicht gut aus beim Gegentor. Danach ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ja. Warum er mit dem Can angefangen hat, frage mich nicht. Weiß nicht, ob Nagelsmann sich dazu geäußert hat. Warum er mit dem Leroy Sané angefangen hat, weiß ich auch nicht. Wenn du dann irgendwie mit 9,5 anstatt 11 Spielern spielst, ich weiß nicht, mit welcher Leistung ein Sané das gerechtfertigt hat, dass er da 45 Minuten spielen darf. Ich weiß es nicht. Aber bin ich auch raus. Ja. Klar, im Nachhinein können wir immer klug scheißen, ist ja immer alles ganz einfach. Wie gesagt, mich hat die deutsche Nationalmannschaft in diesem Spiel teilweise abgeholt. Super unglücklich ausgeschieden. Ja, nochmal Elfmeterszene, weiß ich nicht. Ja, wird wahrscheinlich in 7 von 10 Fällen gegeben, aber sich daran jetzt hochzuziehen, fühle ich gar nicht. Ja, sag ich euch, wie es ist. Wir haben genug Chancen gehabt, man hätte mal eine davon machen müssen. Und hätte hinten halt Rüdiger da nicht so, vielleicht hätte er sich 5 Minuten vorher nicht so feiern sollen für eine ganz normale Ballabwehr. Weiß ich nicht, was mit dem manchmal nicht richtig ist. Sorry. Ja, Emotionen gehören dazu und so. Ich habe es nicht gefühlt. Ja, es war jetzt keine überragende, es war ein Ball geklärt. Wow. Ja. Dann feiert man sich ab, als hätte man, wäre man gerade Weltmeister geworden und 5 Minuten später steht man 3 Meter vom Gegenspieler weg und man schaltet aus. Ja, weiß ich nicht. Aber ist wahrscheinlich auch ein bisschen geschuldet, dass ich einen Rüdiger persönlich nicht so gut haben kann. Gut, das ist meine Meinung zum Spiel. Ja, also Endresümee von meiner Seite. Ja, unglücklich ausgeschieden. Spanien super unsympathisch. Das können wir vielleicht nochmal sagen. Bisher haben sie mir super gut gefallen in dem Turnier. In dem Spiel waren sie super unsympathisch. Ja, diese Schauspielerei, die da teilweise gemacht wurde. Dieses Weiterspielen, völlige Unfaire, wenn ein deutscher Spieler am Boden lag.
völlig unsympathisch. Ja, wirklich einfach unsympathisch. Habe ich kein Verständnis für. Das war nicht irgendwie Fairplay-mäßig, auch dann der wie hieß er, Nacho? Ja? Alter, ich hätte den Gelb wegen der Schwalbe gegeben bei der Sache mit dem Wirtz. Er hatte absolute Katastrophe. Ja. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass ein Toni Kroos überhaupt so lange auf dem Feld gestanden ist, ist auch ein Wunder. Ja. Für alle, die jetzt über den Elfmeter diskutieren. Bei jedem anderen Schiedsrichter wäre Toni Kroos nach den, 15. Minute, das zweite Foul, wäre mit Gelb-Rot vom Platz gegangen. Ja, das erste war eine klare gelbe Karte, das zweite war auch eine klare gelbe Karte. Also hat der Schiri nicht gesehen, das zweite, ja, aber auch danach hat Toni Kroos noch 3, 4, 5 Fouls gehabt, bis er dann endlich mal die gelbe Karte gesehen hat. Was heißt endlich mal, aber wir haben da riesen Glück gehabt, ja. Warum man Toni Kroos nicht erlöst hat, weiß ich nicht, war heute eine Katastrophe in meinen Augen, kommen wir gleich zur Spielerbewertung. Sorry, habe ich nicht verstanden. Hätte Nagelsmann reagieren müssen. Ja. Keine Ahnung, stellen Kimmich dahin, macht die rechte Seite auf oder bringen auf der rechten Seite jemanden, nimm Kroos da raus. Das war gar nichts. Warum er dann noch den letzten Freistoß schießen darf, obwohl er schon die letzten 10 Minuten am Rumhumpeln ist, habe ich auch nicht verstanden. Ja. Der Mann spielt bei Real Madrid in der Regel 65, 70 Minuten. Ja. Und das war's. So. Und wie soll der da 120 gehen? Also hat man sich keinen Gefallen mitgetan. Ne? Bin ich ganz ehrlich. Aber gut. Gucken wir so die Statistiken an, würde ich sagen. Das sollte relativ ausgeglichen aussehen, denke ich. Schüsse aufs Tor 6-6, Schüsse nebens Tor 9-11, geblockte Schüsse 3-6, Ballbesitz 52-48, Ecken 1-5. Davon war nicht eine Ecke wirklich gefährlich bei uns. Fouls 16-22, Einwürfe 8-12, gelbe Karten 8-8. Das ist hart. Spanien hat sehr, sehr viele gesperrte Spieler im Halbfinale. Wirklich wild. Der Rest, ja, interessiert uns nicht wirklich, würde ich sagen. Fangen wir an mit dem Jule. Mir hat ein bisschen der Glaube gefehlt. Ja, der Glaube an die eigene Stärke. Wie gesagt, erste Viertelstunde, Spanien hat uns super im Griff gehabt. Danach sind wir ein bisschen besser reingekommen, ein bisschen umgestellt. Aber im Großen und Ganzen habe ich immer das Gefühl gehabt, so der letzte Wille, das letzte bisschen hat gefehlt. Ja? Erst zweite Halbzeit dann, spätestens wo wir dann 1-0 hinten lagen, hat Deutschland endlich angefangen, Fußball zu spielen. Ja? Und dann hat man sich getraut, weil man musste. Ja, und das ist dann am Ende des Tages zu spät. Ja? So, dann sitzen wir jetzt hier und beschweren uns darüber, dass wir unglücklich 2-1 in der Verlängerung ausgeschieden sind. Ja, hätten wir schon eher die Eier gehabt und hätten wir auch mal die Konsequenzen gezogen. Ja. Nochmal, ich weiß nicht, was ein Kai Havertz dann noch auf dem Platz gemacht hat. Ich weiß auch nicht, wo der war, nachdem Füllkrug auf dem Feld war. Keine Ahnung. Scheiden sich die Geister. Nagelsmann Note heute eine 3-. Wie gesagt, die Art Fußball gefällt mir. Die Einstellung der Mannschaft war gut. Aber man hätte meiner Meinung nach eher ein bisschen was riskieren müssen und auch ein bisschen an seine eigene Stärke glauben müssen. Und Müller hätte ich auch eher gebracht. Aber gut, im Nachhinein nochmal können wir eben alle klugscheißern. Ne? Gut. Fangen wir an. Kai Havertz für mich Note 4- heute. Was hat er gehabt? 1, 2 Chancen, Chancentod. Katastrophe. Ja, aber ich will ihn da ein bisschen in Schutz nehmen, ist für mich kein Stürmer. Bleibe ich bei. Ist für mich einfach kein Stürmer. Ansonsten hat er 1, 2 Aktionen gehabt, aber ansonsten im Großen und Ganzen ist er ziemlich abgetaucht. Leroy Sané, wie immer, Note 5. Meinetwegen auch eine Note 6, ist mir egal, könnt ihr euch aussuchen. Ja, wir können auch eine neue Note für Leroy erfinden. Nochmal, aufgrund welcher Leistung in dem Spiel davor oder in dem letzten halben Jahr in der gesamten Rückrunde wurde er überhaupt für die EM nominiert und stand da heute auf dem Feld 45 Minuten lang. Aufgrund welcher Leistung? Nochmal, und dann sitzen wir hier und sagen, oh ja, wir sind jetzt aber unglücklich 2-1 ausgeschieden. Ja, vielleicht wäre es schön gewesen, wenn wir in der ersten Halbzeit auch mal zu 11 gespielt hätten und nicht zu 10. Ja, wäre vielleicht schon mal ein Anfang gewesen.
Ilkay Gündoğan, Note 5. Habe ich heute gar nicht gesehen, ist Kapitän. Ja, ich habe ihn super wieder, war wieder der als einziger die Nationalhymne ordentlich mitgesungen hat. Aus vollem Herzen. Auf dem Feld hatte er keinerlei Einfluss aufs Spiel. Ja, und als Kapitän musste einfach mehr kommen. Punkt. Musiala, lange Zeit komplett Note 5. Ja, gerade erste Halbzeit, aber umso länger das Spiel ging, umso besser wurde er, war dann ein bisschen freier, als ein Wirtz auch mit auf dem Feld war. War allerdings auch der einzige Spieler, muss man fairerweise sagen, in der ersten Halbzeit, der überhaupt mal einen Ball festmachen konnte da vorne oder der überhaupt mal versucht hat, dann den Ball in die eigenen Reihen zu halten. Hat er uns gut getan in der Phase, wo die Spanier so stark waren. Ja, umso länger das Spiel ging, umso besser wurde er. Hat sich heute aber auch oft was festgedribbelt, aber auch, weil er einfach keine Anspielstation hatte, keine Hilfe. Ja. Dann, wo dann alles auf voller Attacke war Musiala sehr gut. Hat er mir gut gefallen, von daher würde ich ihn heute bei einer 3 minus sehen. Toni Kroos sehe ich heute bei einer 5. Ja, ich weiß, da könnt ihr wieder alle die Toni Kroos-Verehrer, für mich eine absolute Katastrophe. Allein die beiden Fouls, wie gesagt, er hätte gar nicht mehr auf dem Feld stehen dürfen. Danach hat er nochmal ein gelbwürdiges Foul gemacht, nachdem er schon gelb hatte. Also, ich weiß nicht, Toni Kroos hatte heute auf jeden Fall einen Schiri-Bonus. Ansonsten, es waren so 10 Minuten, wo Toni Kroos das Spiel mal ein bisschen vor sich hatte, ein bisschen geleitet hat aus deutscher Sicht. Ansonsten Katastrophe. Ja, in den Defensiv-Zweikämpfen haben wir es gesehen, da fehlt ihm einfach die Spritzigkeit, die Schnelligkeit. Da sieht er kein Land mehr. Ja? Er braucht halt einfach einen Spieler an seiner Seite, der ihn quasi wie in Football. Ja? Du musst halt jemanden haben, der den Quarterback den Raum frei blockt. Und Emre Can, Note 5, konnte das einfach nicht. Ist ja nicht für ihn in der Lage. Warum der gespielt hat und nicht ein Andrich? Katastrophe. Ich habe es nicht verstanden. Andrich hat bisher so ein starkes Turnier gespielt. I don't know, frag mich nicht. Ja, habe ich ja schon gesagt, Emre 5. Da brauche ich auch gar nichts groß zu sagen, oder? David Raum, ich habe den Wechsel von David Raum eh nicht verstanden. Keine Ahnung, ja, wo er dann reinkam, das eine Spiel für Mittelstädt, hat das ordentlich gemacht. Aber jetzt auch nicht so, dass er Mittelstädt irgendwie, dass der Raum besser gewesen wäre wie der Mittelstädt. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Vielleicht war es tagesformabhängig, ja, kann gut sein. David Raum war heute auch nicht wirklich was. Aber fairerweise muss man sagen, in der Zeit, wo er auf dem Feld war Flanken auch verboten, weil wir ohne Stürmer gespielt haben. Ja. Ganz einfache Kiste. Also was soll er machen? Ja. Muss man fairerweise sagen. Und dann hat er noch das Pfand gehabt, dass in Leroy ja auch noch auf dem Feld war. Ja, Jonathan Tah habe ich gut gesehen. Note 3, Rüdiger Note 4. Wie gesagt, aufgrund, dass er das Tor verschuldet hat. Ansonsten hat Rüdiger ein gutes Spiel gemacht. Ja, genauso wie Tah auch. Also unsere Innenverteidiger waren stark. Ich glaube, beim Rüdiger hat einfach auch die Kraft gefehlt am Ende. Ne? Deswegen hat er sich in der einen Szene wahrscheinlich, was ich gerade so kritisiert habe, wahrscheinlich auch noch gefeiert, weil echt schon das Benzin leer war. Und ja, dann war ein frischer Spanier da und Rüdiger war halt nicht mehr auf der Höhe. So. Das ist halt einfach geschuldet irgendwann der Spielzeit und gut ist. Punkt. Kimmich für mich heute ein bärenstarkes Spiel gemacht. Erste Halbzeit habe ich noch gedacht, so, oh, weiß ich auch nicht, war jetzt nicht so berauschend, hat es aber einigermaßen hingekriegt, ja, oft auf seiner Seite, die dicht zu machen. Zweite Halbzeit, ja, Kimmich bärenstark. Ja. Ab und wann auch seine Posi verlassen, da war er im Mittelfeld und so weiter. Aber er hat die richtige Mischung gefunden, hat den richtigen Einfluss aufs Spiel gehabt und war der dann auch ja, erstmal das Tor vorbereitet hat durch Wirtz, ja, was super stark war, aber auch davor schon. Der 2, 3 wirklich gute Flanken reingeschlagen hat. Ich fand es ein bisschen schade, dass er keine Ecke mehr treten durfte oder auch den letzten Freistoß jetzt, warum unbedingt ein Toni Kroos den treten musste, der mit Krämpfen da rumgestolpert ist. Habe ich nicht verstanden. Kimmich war fit, Kimmich war heiß. Auch in der Verlängerung war Kimmich der Mann auf dem Feld bei uns, der noch angeschoben hat von denen, die durchgespielt haben. Erst recht, wo er die Kapitänsbinde hat. Ja, ist er sportlich auf jeden Fall vorangegangen auf dem Feld. Kimmich heute Note 2 von mir. Manuel Neuer für mich auch Note 2, einfach weil er super viel Ruhe ausgestrahlt hat. Ja. Hat jetzt nicht, ja, 2, 3 Bälle, die abwehren musste.
Bei den Gegentoren konnte er nichts machen, die waren beide unhaltbar. Ansonsten hat er super viel Ruhe ausgestrahlt, im Gegensatz auf der anderen Seite, ja. Da hätte man mal ein bisschen mehr Druck machen können, auch auf dem Torwart. Der war super unsicher mit seinen langen Bällen hinten raus. Auch mit seinem Abklatschen ab und wann, da hätte man, glaube ich, viel mehr schon auch versuchen können, aus der zweiten Reihe mal zu schießen, aus deutscher Sicht. Obwohl wir gar nicht so viele Chancen hatten, erste Halbzeit, Schusschancen oder sonst was. No. Gut, Einwechselspieler Robert Andrich, wie gesagt, von mir 10 von 10 für die Haarfarbe. Leider bei dem Tor sah er richtig schlecht aus, ja, muss man ganz, ganz klar so sagen. Danach hat er ein super Spiel gemacht für mich. Ja, aber das Tor dürfen wir natürlich nicht vergessen, von daher für mich eine 3-. Florian Wirtz, ja, war nach 10 Minuten auffälliger als ein Leroy Sané in den letzten oder in allen Minuten, die er bei der EM spielen durfte. Ja. I don't know, warum man sich dieser Stärke beraubt hat, von vornherein. Ja. Ich glaube, das Spiel wäre in eine ganz andere Richtung gegangen, wenn wir gleich in der ersten Halbzeit auch mal gezeigt hätten, dass wir da sind. Aber gut, Florian Wirtz Note 3, Maximilian Mittelstädt für David Raum, ja, das war 1:1. Ja. Konnte auch nicht mehr so viel ausrichten wie David Raum. Also genauso wie David Raum vorher. Hat 2, 3 gute Flanken reingeschlagen, hat es versucht, dann auf dem Füllkrug. Ja, war okay. Ja, wenn wir es benoten müssen, die 40 Minuten würde ich Note 3 geben. Füllkrug Note 4. Einfach, weil er die Dinger nicht gemacht hat. Ja, sorry, er hat ein gutes Spiel gemacht, war immer da, hat geackert, hat sich reingeworfen. Ja, geben wir ihm eine 3. Komm, Note 4 wäre zu krass. Note 3. Allein wenn ich daran denke, im Fallen dann noch wo runtergezogen wird, den Ball noch so aufs Tor zu bringen, an den Pfosten und so weiter. Dann auch den Kopfball, wo er noch so gerade eben dran war, hat einfach heute nicht das Glück gehabt. Ja, dann zum Schluss habe ich gesagt, 120. den Kopfball. Torwart war schon auf einem Weg in der anderen Ecke. Super schade. Ja, hat sich reingehauen. War ein Krieger heute. Ja, war gut. War stark, aber das Quäntchen Glück hat gefehlt bei ihm heute. Ja. Und bei den Riesenchancen, von daher können wir ihn natürlich nicht irgendwie super stark bewerten, aber er ist ein Stürmer und er wird an seinen Toren, die er macht, durch seine Chancen gemessen. Und ja, dann war es leider nicht wirklich gut. Ja. Thomas Müller, ja, hat es ordentlich gemacht, hat ein bisschen gebraucht, bis er drin war. Ja, gerade in der Verlängerung dann war er aber schon ein Faktor, wie ich fand. 1, 2 Mal. Vielleicht, ja, keine Ahnung, hätte man ihn ein bisschen eher bringen sollen, weiß ich nicht. Ich hatte so das Gefühl, es war so ein Müller-Spiel dann irgendwann, ich hätte ihn schon eher gebracht. Jetzt nicht unbedingt für einen Innenverteidiger, ja. sondern eher für den Harvard, aber gut. Dann hat man den Harvard ja wieder runtergenommen und einen Innenverteidiger reingebracht, einen Waldemar Anton, der es ordentlich gemacht hat. Ja. Und dann ist es, wie es ist. Wir sind 2:1 ausgeschieden. Gegen Spanien, die nicht so stark waren wie in den Spielen davor, was auch, denke ich, aufgrund unserer Leistung der Fall war. Wie gesagt, wir haben es defensiv eigentlich ordentlich gemacht. Über weite Strecken. Haben es dann aber versäumt, vorne die Dinger zu machen, leider. Und gerade erste Halbzeit hatte ich das Gefühl, wir haben zu viel Respekt vor Spanien. Aber gut, das ist ein K.O.-Spiel, da ist das immer so, wenn es 0:0 steht, wird immer viel rumgeeiert. Von daher weiß ich nicht, im Nachhinein kann man das halt immer sagen, ne? Das darf man halt die Umstände nicht vergessen. Ja, am Ende sind wir unglücklich 2:1 ausgeschieden. Mit Sicherheit nicht verdient. Ja, wir waren mindestens auf Augenhöhe. Gerade dann zweite Halbzeit waren wir auf jeden Fall die bessere Mannschaft. Ja, Chapeau. Chapeau für das Turnier. Ich denke, damit, also habe ich nicht gerechnet. Ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut. Aber ich glaube, die wenigsten haben damit gerechnet, dass wir so ein starkes Turnier spielen und das haben wir getan. Ja, wir hatten heute einfach nicht das Spielglück, nicht das Quäntchen Glück, dass die Dinger vorne reinfallen. Vielleicht bedingt durch die eine oder andere falsche Aufstellung. Ja, da sollte sich ein Nagelsmann vielleicht nochmal hinterfragen. Gerade mit dem Blick auf den Sané oder auch mit dem Gündogan, und Havertz, die man hätte eher wechseln können. Emre Can, völlig aus der Luft gegriffen, keine Ahnung. Vielleicht waren andere angeschlagen oder sonst was. Kann ja alles möglich sein, weiß ich nicht. Von daher, nochmal Hut ab
für die Leistung bei der EM. Man hat Spanien schwer gemacht. Spanien war bisher die beste Mannschaft bei dem Turnier für mich. Haben mir heute nicht gut gefallen mit ihren teilweise Schauspieleinlagen und unfairen Spielen mit Weiterspielen und sowas. Vielleicht ein bisschen, hätte ich jetzt gesagt, der Unerfahrenheit des Kaders geschuldet, aber genau die Leute, die das gemacht haben, waren super erfahren. Ne? Also haben sie einfach einen Arschlochcharakter gehabt. Sorry, muss man dann einfach so sagen. Aber gut, nochmals ist ein Viertelfinalspiel bei der EM. Da wird dann auch alles ausgereizt, was man ausreizen kann. Wer will wem will man das übel nehmen? Ja, des Tages. Leute, das war's zur EM meinerseits. Ich werde, wenn die EM komplett rum ist, nochmal ein kurzes Video zu machen und mal meine Einschätzung, meine Eindrücke von der EM mit euch teilen. Ich hoffe, bis dahin ist auch meine Stimme wieder ein bisschen besser und es geht mir ein bisschen besser. Und ja, vielleicht hier noch der Hinweis, aber ich schreibe es auch gleich noch auf YouTube. Kanalmitglieder-Video gibt es im Laufe der kommenden Woche, wenn es wieder ein bisschen besser ist. In diesem Sinne, Leute, seid nicht traurig. Wir sind auf einem guten Weg, wenn Nagelsmann die richtigen Schlüsse zieht und gewisse Spieler vielleicht mal zu Hause lässt und vielleicht auch mal sich dazu endlich entschließt, mit einer richtigen Spitze zu spielen. Das war ja auch das Problem beim FC Bayern, aber da würde ich jetzt zu weit ausholen. Dann sind wir auf einem guten Weg. Ne? Muss man schon sagen. Leute, schwarz-rote Grüße gehen raus. Haut rein, bis dann. Tschüssi und natürlich wie immer vielen lieben Dank für euren Support hier. Vielen lieben Dank für euren Support. Gruß und Kuss geht raus und nun noch mal ein paar O-Töne zur Nationalmannschaft. You're the top striker Ich muss jetzt zuhören. of the whole world championship. How does that make you feel? Das interessiert mich alles nicht, der Scheißdreck. Weltmeister sind wir, den Pott haben wir. Den scheiß goldenen Schuh kannst du hinter den Ohren schmieren. Ihr müsst doch mal von eurem hohen Ross runterkommen, was ihr euch immer alle einbildet, was für einen Fußball wir in Deutschland spielen müssen. Ihr habt doch früher, der Günther, was die früher für einen Scheiß gespielt haben. Da konntest du doch früher gar nicht hingegangen. Die haben doch Standfußball gespielt früher. Ich kann jetzt nicht verstehen, warum die Schärfe reinkommt. Warum Die Schärfe bringt ihr doch rein. Müssen wir uns denn alles gefallen lassen? Ja, ich habe doch keine Schärfe jetzt da Ja, reingebracht. du ganz nicht. ehrlich. Du sitzt hier locker bequem hier auf deinem Stuhl, hast 3 Weizenbier getrunken, du bist schön locker. Also in der Mannschaft ist es kein Thema. Ich denke, 80% von euch und ich krauen sich auch mal an den Eiern und daher ist alles gut.